Wunderbar Lebenswort, sagen wir du erst. Gott sein Wort ist wunderbar und wundervoll. Ich will von dir reden über Gott sein Wort als ein Licht auf unseren Weg. Ich will 3 Frauen stellen. Die erste Frau will ich die Gelegenheit geben zu beantworten. Die zweite Frau, wo wir unsere nächste Zeit spenden, sagen, was Gott sein Wort sagt, was er uns von der Antwort gibt zu der Frau. Und dann will ich schließen mit der dritten Frau. Und das soll ich mit nach Hause nehmen und darüber nur denken. Weil kann jeder einer bloß für sich selbst im Wort beantworten. Und die erste Frau ist, hat je mal ein Verlangen gehabt, oder hat je ein Verlangen in Jün gehabt, dass Gott mal wird klar zu Jün reden, vielleicht so es heute zu Moses deed, als Moses durch auf seinen Weg ging mit der Schubhord, oder mit der Schubheiden, und so weißt du ein Bosch sagt, was der brennen deed, und je kann nur, und dann redet Gott zu ihm, in seine Sprache, wo er verstehen kann, ganz klar und deutlich. Oder so ist Elia. Gott sagt zu ihm, in 1. Könige 17, Vers 3, go auf den Weg in 3 Osten und go but an de Boy, du würdest ein kleiner Riefer im Jordan Rand. Das wird es bleiben. Kannst du den Riefer trinken und ich habe was Kräuen bestellt, dass die was eten bringen. Ganz klar. Nou das, in Platz wohin zu gehen, wo er soll leben. Oder, so ist der Jünger, als irgendwo im Gefängnis gestoppt, kam der Engel und mückte der auf und legt ihn raus und sagt, Gott steht im Tempel und lehrt das Volk alles von dem neuen Leben. So klar, wieviel von Jünd haben Verlangen, dass Gott auch wird zu Jünd so klar reden, dass ihr gerade wissten, wohin, wann, wo und was. Wer von Jünd hat so ein Verlangen? Ja, meeste von uns haben. Weil ihr Gott will zu uns reden. Gott will sich offenbaren zu uns. Gott will in Verhältnis haben mit uns, sodass er kann klar sein Weg, sein Willen offenbaren zu uns. Die zweite Frau ist, wo käme das, dass diese Menschen, das Moses, Elia und die Jünger, dass die so ein Verhältnis mit Gott haben, dass Gott kann sich offenbaren zu dir auf so einem persönlichen, so einem klaren Weg. Wir wollen ein bisschen checken, nur diese 3 Männer, diese 3 Gruppen. Erstens, in 2. Mose, Kapitel 3, weil wir noch Versen betrachten. Und sagen, was wir lernen können von Moses, was wir dort Moses in so ein Verhältnis brach mit Gott, dass Gott sie können offenbaren zu ihm auf so einen klaren Weg. 2. Mose, Kapitel 3, wir fangen von Vers 1 an. Moses wir für 40 Jahre in Ägypten gewesen, wie du abgebracht in Pharao sein Palast, und wir durch ausgelehrt worden, und something passiert, ab der Ende von den 40 Jahren, dass wir kam ran in die Wüste hin, und nur wir nu, hier in 2. Mose Kapitel 3, Vers 1. Moses wir für eine längere Zeit ein Schubhord für seinen Schwiegervater Jethro, der Priester von Midian.
Nu joeg hij zijn schub einen dag, but aan de andere zijde van de wildnis, but hij bij den Horeb, den Gottesboch, kwam. En als hij door weer, weist zich voran ein Engel vom Herrn en Flammen en einen Bosch. Moses fällt dann ab, dort durch 4 wir, über der Bosch nicht verbrennt. Dann sagt Moses, dit will ich mich von dich der Bibel sein. Dit ist doch sonderbar, dort der Bosch nicht verbrennt. Und als der Herr sagt, dort er durch ankommt, ruft Gott von den Bosch, Moses, Moses. Und er sagt, hier sehe ich. Und Gott sagt, komm hier nicht nur und nimm die das Foto auf. Da steht, ab wo du stehst, als hell het lohnt. Ein paar Dinge sehen wir hier von Moses. Erstens, Gott wird da, was den Anfang mögt. Gott leidt in 4 in ein Bosch kommen. Vielleicht hat Moses al von ein auf gesehen. Und wir abfallend, dass er sagt, das Bosch brennt, aber das verbrennt nicht. Das 4 wie an das Bosch, aber das Bosch verbrennt nicht. Zweitens sei wie das Moses ging von seinem gewöhnlichen Stich rauf. Es ist ein Stich, wo er manchmal gegangen ist mit seinem Schub. In Englisch sagt er ging von den Stich rauf, er ging zu sehen von den Stich rauf. Um zu sein, was das wir, das besondere Bosch. So Moses ging von seinem einen Weg rauf. Er stoppte rauf und ging in horcht und sah, was da passieren wird. Dann sagt Gott zu ihm, nimm deine Schau auf. Willst den Platz, wo du stehst, als heilig lohnt. Moses wird von seinem einen Land sozusagen raufgekommen und wir nu ab Gott sein Land abgekommen. Nu wie hat das geworden? Gott sagt das. Das ist heilig Land, wo die Buben stehst. Trag deine Schau auf. Wenn wir denken an Schau auftragen, dann denken wir gewöhnlich an ein Schlösschen zu bleiben. Wenn wir hingewezen sind, wie wir anfahren müssen, ein bisschen was abpicken oder was Frauen, dann gehen wir vielleicht wieder der, puttern an und Frau muss schwinde, Frau oder picken ab, was wir sind, dann sagen wir, komm mal weg. Aber wenn uns nicht gekriegt wird, und wir die Schau tragen, dort meint gewöhnlich, ein Schlösschen zu bleiben. Das meint gewöhnlich Gemeinschaft. Und das kriegt, was Gott hier von Moses will. Gott hat all gesehen, dass er nur das kam, dass er von seinem Land, von seinem Stich raufkam, und ab heilig Land abkam, und du seht Gott, bleib mal ein Schlösschen. Trag deine Schau auf. Horch, ich habe was zu dir zu sein. Und etwa viele von uns, die sagen, wo wir wie Gott seine Stimme nicht hören, es sind zu viele Stimmen um uns. Der Feind braucht alle solchen Dinge abzubringen, in uns am Stich zu bringen, um uns so bekümmert zu machen, um alle Dinge um uns, dass wir nicht Zeit nehmen, zu mal von unserem Land raufgehen, von unserem Stich raufgehen, und mal sein, in das Bosch, was du brennt, und aber nicht verbrennt. Und wir nehmen uns nicht Zeit dazu, bis wir sind so drock. Und dann fangen Dinge an recht zu gehen in uns Leben. Und dann sagen wir, oh, aber du hast keine Zeit nicht. Wir machen uns bloß beschaffen mit das und proben das, tracht zu stellen. Und dann sind wir so bekümmert und so besorgt um alle Dinge um uns, dass wir nicht Zeit nehmen,
op God zijn land op te komen. Op Heljet land. En moet aan de schouw tragen. En moet stel worden in harchen wat God te zijn heeft. Dit is wat Moses deed. Hij zegt dat God am lachen deed. Hij weer wellig van zijn sticher af te gaan en naar God zijn land op te komen. En hij weer wellig zijn schouw te tragen en te harchen wat God te zijn had. God redt over verschillende wegen. Hij redt niet immer durch een brandend Bosch. Einmal durch een brandend huis. Einmal durch een brandende koor. Einmal durch een Schaf wat is ondergegaan. Einmal durch een Arbeit wat we verloren hebben. Einmal durch een dood in de familie. Verschillende wegen redt God te ons. Te alle tijd. God wil te ons reden. Aber wir sind nicht ready für. Wir sind nicht willig, mal still te houden von unseren bösen Gang. Mal Zeit zu nehmen, auf sein Land abkommen, Schau tragen, in still houden, in horchen, was Gott zu sein hat. Das nächste Bild, was wir sehen wollen, ist, wat wir dort Geheimnis, dort mehrlich mög, dort Gott mit Moses so ein Verhältnis können haben. Because von hier wieder, sei wie dort Gott redet immer weiter zu Moses. Als hij nu Ägypten ging, je naar Pharao, en je moet trainen en reden met God. Je moet trainen Pharao, en je moet trainen en reden met God. Immer weiter. Reden mit Gott und was wir dort möglich mög, dass er so ein Verhältnis können haben mit Gott. Weil wir sehen das Geheimnis davon in 4. Mose, Kapitel 11, Vers 17. Hier wir Moses nu al met de Israëlieten in de wildnis, dat wir sehr druk, veel arbeid. En Moses had te God davon geredet, dat die Arbeit wird te groot en te schwer. En God redet te Moses nu en geeft hem een antwoord. En dit geeft ons een beetje een inblik van wat dat wir, wat dat möglich maakt dat Moses zo'n verhältnis hebben met God, dat hij God horen kan, wanneer hij reden deed. 5. Mose 11, vers 17. Je ziet God, dan wil ik raufkomen en dort met die reden, en van den jest die op die is, nemen en op aanleien, dan zullen zij met die taub de last van dat volk dragen, zodat du dat niet alleen dragen moet. Hier wijst ons wat dat wir, wodurch Moses zo'n verhältnis haben mit Gott. Gott sieht, der jest, wat op die is. Von denen wil ik nemen, die ook op de andere 70 mannen leien, zodat die helpen kan in de arbeid. So wat het mogelijk maakt, dat God en Moses zo'n verhältnis haben, dat wir de jest, wat op Moses wir. Dat wir de jest, wat God gegeven had, te Moses. Dat het mogelijk maakt. De Bibel zegt ons, dat God is jest. En die wordt hem aanbeden, die moeten hem jest in de waarheid aanbeden. En zo God had zijn jest te Moses gegeven, en dat maakt het mogelijk, dat hij zo'n verhältnis hebben met God. Dat hij te God reden kan, en God met hem reden kan, en hij hem God verstaan kan. Tweitens, Elia, zei wie ook, dat Elia weer een mens, een profeet, wat te wem God klaar reden deed. En 1. Könige 18, vers 1, du redt God te Elia ganz klar en deutlich.
als Elia ist weer für eine Zeit lang bei diesem Platz gewesen, du an der Boy, bei den Rifa, wo er Wasser trinken kann und wo die Kreuen am Eten brachten. Dann lesen wir hier in 1. Könige, Kapitel 18, Vers 1. Sagt dort dann in Stout Lothar, en dat 3. Jahr kreeg Elia ein Wort vom Herrn. Go en wies die voor Ahab weet ik niet, dan wil ik dat regnen laten op de eerd. Weet je wat 3 jaar voor dit, had Elia te den König Ahab gezegd, dat wordt niet regnen in Israël, wat ik eerst dat woord geef. Nou, hij redt niet zijn eigen woord, hij geeft God zijn woord. Als God aan had door deze plaats geschickt, zei het, no 3 jaar later, dan kwam een woord van Herrn, no Elia, en hij zei te hem, go en wies die te den König, en ik word het regnen laten in Israël. Ganz klar. Hij wist krak wat hij doen zal. Hij wist krak waarheen hij gaan zal. Hij wist krak wat hij zeggen zal. Wat weer dat meilig maakt dat Elia kan zo'n verhältnis hebben met God, dat hij zo klaar horen en verstaan kan wat God zegt. Wel, in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 9, du hast wir de antwoord. Als Elia zijn dienst fertig had, en de tijd kwam dat hij wordt weggenomen worden van deze eerd, dan kwam zijn dienaar, Elisha, aan hem aan, en dan vroeg Elia aan de vrouw, hier in 2. Könige 2, Vers 9, zegt het, als zij bij de andere kant wären, seht Elia te Elisa, sei wat du van mij west, en ik word die, wanneer ik van die weggenomen word, en Elisa zegt, laat mij dat dubbelde van dienen jes krijgen. Hier weer de antwoord. Dit weer dat geheimnis, wat dat meilig maakt met Elia, dat hij kan zo'n verhältnis hebben met God. En Elisa had het gezien. Wil God met zijn jas had nu Elia gegeven, en wat van verhältnis hij had, dat hij te hem reden deed, en dat hij te den reden deed, en dat hij klare boodschappen kreeg, de mensen te geven. En dat hij graag wist wat hij doen zal en wanneer. En zo nu vroeg Elisa, als hij de gelegenheid had te vragen, wat immer hij wil. Hij zei dat ik word een dubbel dit poort, 2-maal zoveel, krijgen van God zijn jas als wat du hast. En hij kreeg dat. Zie, dit weer, waar hij een verlangen nu had, niet dat zijn noem wordt groot worden, niet dat hij wordt gaan alle soorten dingen doen, of alle soorten dingen waar hij vlees had kunnen vragen. Hij had kunnen ergens wat vragen. Maar hij vroeg nu een dubbelde poort van God zijn jas, wat op Elia weer, omdat hij kon een verhältnis hebben met God en dat God te hem reden kan. Dat is zeer wichtig. En in jeder persoon zijn leven. Dit is wat Moses had. Dit is wat Elia had. En dan drittens, wil we checken nu wat de dingen hadden. Als die im Nieuwe Testament, dan weet de profeet zei dat de dag wordt komen, wo God wordt zijn jas uitgieten over al het vlees. Nicht mehr bloß hier und da ein Prophet, der wem er reden wird, aber er wird sein jas uitgieten über all het Fleisch.
Und dann haben wir hier in Johannes Kapitel 16, in Vers 13, Jesus versprach in Johannes Kapitel 14, dass er wird weggehen und die Jünger werden traurig, als sie dort hielten. Und bei Kapitel 16, Jesus sagt zu ihnen, dass es gut für ihn, dass ich weggehe, weil dann würde die Erfüllung kommen, was Gott versprochen hat durch den Prophet all viele Jahre drei. Hier in Johannes 16, Vers 13 sagt er, aber wenn der jetzt die Wahrheit ist, kommen wird, die wird ihn die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und wird ihn sagen, was noch kommen soll. Das jetzt, was Gott versprechen hat, was Jesus versprechen hat, was er wird schaffen. Er sagt, der wird ihn leiden, der wird ihn lehren, in alle Wahrheiten, und der wird ihn wissen, was noch kommen soll. Das kriegt, was er deed zu Moses. Gott sagt, der Sinn jetzt zu Moses, als er bei dem Berg war, dat du wirst naar Israël, naar Egypte gaan, du wirst das Volk uitbrengen, en bij diesem Berg, wo je mich anbeten. Er weiß dann, was noch kommen soll. Er sagt an, ich will dort erfüllen, was ich zu Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat, dort Land zu geben. Und ich will die Brücken, die die durchleiten. So er weiß an, was noch kommen soll. Zu Elia weiß er, dass sein letzter Tag durch wird, dass er wird genommen worden. Und viele andere Dinge. Er weiß dann dort, dass er wird den Regen wegholen von Israel. Und er weiß dann dort, dass er der Regen schicken wird. So er weiß Dinge, die noch kommen würden. Und Jesus sagt, wenn der jetzt kommt, wenn ich schicken wird, wenn ich weggehe, der wird uns lehren an alle Wahrheit. Und der wird uns wissen, die Dinge, die noch zu kommen sind. Wat ja wie zo'n yes, wat ja wie das ein yes in uns haben, sodass wir können verstehen, was Gott zu uns sagen wird, dass er uns kann die Wahrheit aufdecken und uns wiesen, was er uns wiesen will. In Johannes Kapitel 7, Vers 37 durch 39. Hier so sagt er uns, wo wir dort kennen. Wo wir können mit in so ein Verhältnis kommen, dass wir auch können den jetzt empfangen und dass wir können lernen, zu horchen und zu hören, was Gott zu uns sagt und uns wissen, was noch zu kommen ist. Dort ist nicht nur bloß zu uns wiesen, sondern wir können andere gehen sagen, oh, ich weiß, was kommt. Nee. Dass er uns wiesen wird, was zu kommen ist, dass wir es reden dafür. Das wird auch, dass seine Arbeit hier auf der Erde vollendet wird. Johannes Kapitel 7, fangen wir an Vers 37. Am letzten Tag auf das Fast stund Jesus ab und raubt laut. Wer durstig ist, den lade ich an, nur mitzukommen und zu trinken. Wer an mich läuft, so als die Schrift sagt, uit den Sinn binnensteht, wo ein lebende Wasserstreim ran. Hij die dort ab den Geist han, den die an angeleifden nu herkriegen sollen. Wils der Heilige Geist wir noch nicht durch, wils Jesus noch nicht verherrlicht worden wir. Jesus, am letzten Tag von der großen Fast in Jerusalem, als so viele Menschen versammelt werden, von allen Ländern, von allen weit und breit verspreid, stond er ab und er raubt laut. Er sieht das nicht bloß für seine 12 Jünger. Und eins zu sagen uns von der, dass dort, was Gott gibt,
Die Gaben von den Jesus so wieder, dort wir bloß für die Apostel und dort hier nur ab, als der Apostel ist sterben. So ist Wunder und Tekens und alle Sachen, was Gott sieht, was die Gaben von den Jesus, die Worte von den Jesus wird sein. Dort hier nicht nur ab, weil Jesus raubt Lüd uit zu alles Volk. Er sagt, wie immer du darfst, wie immer du ein Verlangen nu haft, sagt er, die soll den Lodag an, nu mit te kommen und te drinken. Wer ein Verlangen hat, sagt er, kommt, ich will ihn geben. Wer ein Verlangen hat, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, mit Gott ein Verhältnis zu haben, sagt er, den Lodag an, nu mit te kommen. Und die Anladung ist von dir noch krass so klar. Jesus lädt von dir noch an, er sagt all die durstig sind, die ein Verlangen haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben, von Gott zu hören. Ich lade you an, sagt er, kommt zu mir und ich will you zu trinken geben. Nicht mehr so viel, dass die Darsch wird gestellt sein. Nee, es ist so viel, dass es whatever an von jünt, so als levende Wasserstream. So dass andere dadurch werden, darstellen können. Das ist, was die Anladung von Jesus Christus ist und was von der und Tag noch uitroept. Wer immer du darfst, er sagt, kommt zu mir und ich will jünd geben, zu trinken. Hat ihr die Einladung gehört? Persönlich? Von Jesus? Sei mal nach Arm gekommen und haben lassen all that mud, all that Bätre, all dat aanreinen, uitwaschen en reinmaken, zodat hij kon zien, klaar het levenswater uitgeven en doen. Dat is de eerste bedingung daarvan. We moeten eenmaal komen. Hij loopt aan. Hij zegt, wem de darst komt. Moses, die kwam. Hij ging van zijn ene weg af. Hij ging op God zijn land op. En hij trok zich de schouw uit. Hij kwam. Hij horcht. En hij kreeg. En hij ging. En God weer met hem. God zijn yes weer op hem. En hij arbeid aan hem. En durch hem. Dit is wat de Jünger deden. Dat so wenen, die waren in Gefängnis gestoppt, because sie konnten ja mündlich stoppen. Die können nicht helfen, über davon zu reden und zu zeigen, was Gott getan hat, verehrt. Was sie erfahren hatten mit Christus. Das Rand Eva. Die Leib, die Gnade, die Kraft, die Friede. Das Rand Eva. Und als die Engel kamen los, die sehen Gott, steht im Tempel und sagt den Menschen alles von das neue Leben. Das neue Leben wird von Ben wir. Wird von Ben rüberkommen. Durch den Jesus Gottes wird uitgegoten wir ab Ende. Die wird im Glauben werden durch Jesus gekommen. Hij wordt zien jes bloos en reine gefäße nemen. Hij wordt zien helgen jes nicht en een onhelget en een onreinet gefäß nemen. En vielleicht is dat, voor ons so verken trehält, dat wir wirklich hören und verstehen, was Gott zu uns sein will. Weil wir nicht willig sind,
von unseren einen Stich raufzugehen, von uns einen Land zu verlassen und nach Gott sein Land abkommen und uns mal die Schau tragen und sagen, hier sehe ich Herr. Gott raubt Moses. Hij wie al gekommen. Hij wie du al. Maar hij raubt dan bij nun. En Moses zei, hier zie ik. Ik stel me hier voor die hand. En hij wie gehoorzaam. Hij trok zich de Schau uit. En hij horcht wat God hem te zijn had. En zo deden die Jünger. En zo loopt Jezus in van der en dag nog. En dan mag je ontspannen. Wenn je das nicht erfahren haben, oder wenn je das nu nicht erfahren doen, kommt nu Jesus. Hier ist seine Einladung. Der ist von der und da noch von jedem einen. Sagt, kommt nu mee. Und ich will jünd zu trinken geben, zodat er ein jünd wordt so abfällt, dass wir immer an. Leben het Wasser, wat andere Menschen auch wat in Durst stellen. Gott braucht seinen Geist in sein Wort, um zu uns reden von der. Kijk zoals hij dan braucht. Hij braucht Gott sein Geist in sein Wort, zu reden zu den Menschen. Er sind noch viel mehr Beispiele, wo wir nicht Zeit für haben, zu besein für das Samarias. Aber ein kleiner beetje werden wir checken, was David sagt, wo Gott zu ihm reden deed. David lebt im Alten Testament, aber David wird auch gesalbt von Gott, mit Gott sein Geist, und Gott redet zu David, nicht so als er Moses redet, mit einer klaren Stimme, dass er am Hirn redet, oder dass er Elia redet. Aber Gott redet auf verschiedene Wege. Und hör mal in Psalm 119, wenn ihr die Bibel habt, dreht nur Psalm 119 und fang an von Vers 104. Hier sagt David, wo Gott zu ihm reden wird. Und das ist auch, was Gott von dir braucht, zu uns reden. Seinen Geist, Nummer 1, und dann sein Wort. Psalm 119, Vers 104 sagt er, durch dein Wort verstehe ich deine Wege. Durch Wegen kann ich alle falsche Wege nicht lieben. Weil Gott seine Wege sind so viel höher als unsere Wege, so viel besser als unsere Wege. Sagt er, dein Wort, dort wies mir deine Wege. Du weißt, kann ich alle falsche Wege nicht lieben. Dann in Vers 104 sagt er, dein Wort ist eine Lampe, mir den Weg zu wiesen, in ein Licht, mir den Stich zu bedachen, so dass ich sein kann, wo ich gehen soll. Moses und die Israeliten, die hatten eine Wald, was für ihn ging. Eine besondere Wald, wo sie können nur gehen, wo immer die Wald ging, so kann. Danach wird eine Wald von 4, wo er Dachen deed, wo das warm wird, und dass sie Tag oder Nacht können Gott sein Weg nur folgen. Weil David sagt, dein Wort, dort ist eine Lampe für meine Feit. Klar, du, wo ich den nächsten Stopp nehmen soll, wisst mir dort. Und dort ist ein Licht an meinem Weg, so dass kann sein der Richtung, wo ich gehen soll. Dort ist Gott sein Wort. Dann in Vers 114 sagt er, ich verlot mich ab dein Wort. Er vertraut Gott sein Wort. Dort wir sein Licht, dort wir sein Wegweiser. Vers 117. Hol du mich, dann wo ich sicher sein. Er verleiht sich auf Gott, dass Gott am holen wird, dass Gott am wird auf den sicheren Weg leiten. Und dann Vers 130. Wenn dein Wort offenbart wird, jaft dort Licht und merkt der einfache Klug, dort zu verstehen.
Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wertvoll? Dien Wort sagt er. Wat openbaart, wenn dien Wort openbaart wird, jaft dort Licht und merkt der einfache Klug dort zu verstehen. Gott jaft uns Ansicht. Er wiest uns, wann wir die Frauen, wann wir nur ankommen, wann wir seine Anladung horchen tun. David, der bet einmal in Gebet, in Psalm 119, Vers 18. Dit wir sein Gebet, und dit habe ich auch mein Gebet gemerkt. Und ich möchte jeden ansparen, dit auch dein Gebet zu merken. Wenn wir hier in Gott sein Wort anchecken, dann fragt Gott, so als David deed. Psalm 119, Vers 18. Merk mir die Augen op, dat ich die Wunder in dien Gesaat sein kann. Wenn wir das von Horten beten wollen, mit einem reinen, abrechten Hort, was er gereinigt hat, dann wird er uns das geben. Dann wird er uns den Weg klar wiesen, was wir gehen sollen. Dann wird uns Weg so sein, dass andere da wollen sein und auch können uns herankommen. Dann wird uns Weg im Licht sein für andere. Dann wird dort überall von uns und andere Menschen wollen dadurch gesehen werden. Möge Gott uns helfen, dass wir würden uns von ihm so leiden lassen, dass wir würden so nur am horchen und verstehen, was er zu uns sagt. Und nun möchte ich ihn lassen mit der dritten Frau. Und da fingen wir in Lukas 18, Vers 8. Jesus hat Jesus ein Gleichnis vertalt, den Menschen zu lehren, dass sie immer beten sollen und nicht nur lassen. Und er vertalt ein Gleichnis von einer Frau, die das ein Rechter kam, und sie will, die soll helfen mit ihr Problem. Und die will nicht, und sie können immer weiter immer warten. Schließlich sind der Rechte, wenn ich auch nicht Gott fertig sein und auch nicht den Menschen was dran geben, aber diese Früh mal loszuwerden, was die muss geben, was die wollen, dann sagt die mal los. Sie jetzt horch mal, was die Rechte sind. Leute, wie viel mehr wird Gott nicht hören, die, was Tag und Nacht nur am Schreien wollen. Und dann fragt Jesus diese Frau, wenn die Menschen sehen kommen wird er auf die Erde auch Glauben fingen? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Haben wir Glauben? Weil wir können bloß am Geist wandeln, wenn wir am Glauben wandeln. Am Glauben nur sein Wort nur. Und gehorsam, was er uns all gewesen hat, in sein Wort. So du und ich sollen diese Frau uns fragen. Wann der Sinn Gottes war erkannt, was er Glauben fing. Oder wo wir nur am Rand sagen, Herr, habe ich nicht viele Dinge, die nur mir tun, habe ich nicht einen guten Anfang gemerkt. Wo er Glauben fingen. Wo wir am Glauben blieben und wandeln bestehen. Paulus sagt, ich habe den Reis gerannt, ich habe einen guten Kampf gekämpft und ich habe Glauben geholt. Wenn die Menschen sehen kommen wird, auf die Erde, was er Glauben fing. Das ist die Frau, was du und ich als Frauen sollen, und du will ich schließen. Wir werden uns nehmen zum Gebet. Vor dem Himmel, wir danken dir Gott, dass du der heilige, allmächtige, der ewige Gott bist, der du im Himmel und auch auf der Erde regiert. Du offenbarst die Menschen, was du hast in dein Ebenbild gemacht.
Du raubst dir nur die, du trägst die. Und du darfst dir raten, wenn die nur die kommen, im Glauben und sich die ganz Hand geben. Wenn die willig sind, von ihr einen Stich raufzukommen, auf den Heldenland abzukommen, und du zu bleiben. Und du zu horchen, und dann in Gehorsam zu wandeln. Wir danken dir, Herr, für was du reingemacht hast, was du geplant hast, dass du wirst ein persönliches Verhältnis haben mit jedem einen. Und so du dann auf den letzten Tag von der großen Fast uitroepen, dass du roepst es verdeelt noch uit. Wie immer du darst, den lotst du an, kommt und dringt von dort, was du reingemacht hast, was al betoeld ist. Und du versprachst uns, dass du uns was dienen, yes, die Fällen von dienen, yes, geben, zodat wir whatever an von uns leben in een andere levensstijl, zodat andere woorden door daar gezegd worden. Herr, wir beten, help uns, dass wir würden auch so einen Durst kriegen, wenn wir den Durst nicht haben. Dass wir willig würden sein, von unserem eigenen Stich raufzukommen, und nach dir zu kommen, und mal sein, und mal horchen, und annehmen, was du für uns hast. Zodat wir können erfahren, zoals Moses, zoals Elia, und zoals die Jünger, dass wir können hören, was du uns lehren wirst, und dass wir würden sein, was noch zu kommen ist, was du für uns geplant hast, sodass wir können in Gehorsam die nu folgen, zoals diese auch deuten. Dat is ons gebed in Jesus' Namen. Amen.